Und Allah selber tut es ja schon im Koran sagen. Ich habe ja vorher euch die Surah Qadr vorgelesen. Also jetzt eine ungefähre Übersetzung. Wir haben ihn in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Woher sollst du wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Die Engel und der Ruh kommen in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn herab, mit jedem Anliegen. Voller Frieden ist sie bis zum Aufgang der Morgenröte. Also in dieser Ayah haben wir das schon drin. Die Engel und der Ruh kommen in ihr mit der Erlaubnis ihres Herrn herab. Also wohin herab? Herab, auf unsere Welt. Auf die Ebene, auf die Welt, wo wir drin sind. Der Ruh ist was? Seele. Teilweise ist der Seele, aber da heißt ja, die Engel und der Ruh kommen herab. Wer ist jetzt da gemeint mit der Ruh? Unsere Seele ist in der Regel schon, oder? Gibt es verschiedene Interpretationen, aber da ist eigentlich Jibril a.s. gemeint. Also ein Name von Jibril a.s. ist auch Ar-Ruh. Im Koran wird ein paar Mal als Ar-Ruh bezeichnet. Also Ruh ist nicht immer nur die Seele gemeint, sondern sehr häufig im Koran auch Jibril a.s. Bei dieser Übersetzung, also in der meisten Übersetzungen wird nur stehen, wir haben ihn in der Nacht des Qadr oder sogar in der Nacht der Macht hinabgesandt. Jetzt kommt aber, wir haben ihn in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Wieso Bestimmung? Es ist ja so, dass Allah Ta'ala schon alles, was auf der Welt passieren wird, er weiß alles schon voraus. Und eines von den ersten Sachen, die passiert ist, oder eines von der ersten Sachen, die Allah erschaffen ist der Stift, der Kalem. Mit dem Kalem hat Allah den Auftrag gegeben, aufzuschreiben, was er sagt. Und also all das, was passieren wird, hat Allah mit dem Kalem, oder Kalem hat es eigentlich selber aufschreiben lassen, also der Stift. Und deshalb ist alles, was jemals auf der Erde passieren wird, oder bis jetzt auch schon passiert ist, oder nachher jemals passieren wird, aufgeschrieben auf einer Tafel, wo alles festhalten tut. Die Tafel heisst Lefi Mahfuz. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie groß das muss sein. Das ist jetzt eigentlich alles jenseits von unserem Vorstellungsvermögen, aber es gibt eine Tafel, wo alles draufsteht, was passieren wird. Das heisst aber nicht, dass wir alles, was wir machen, weil es da drauf steht. Sondern jetzt steht es so drauf, weil Allah im Voraus gewusst hat, wie wir uns zu welcher Frage entscheiden werden. Das ist ein feiner Unterschied. Also wir sind keine Marionetten, die einfach befolgen, was jetzt in dem Buch steht, sondern in dem Buch steht, was Allah schon immer gewusst hat, was wir machen werden. Allah hat schon lange vorher gewusst, noch bevor der erste überhaupt geplant worden ist, hat er gewusst, dass heute, am 12. Juli 2015, genau die Leute da sitzen werden und das machen, was sie jetzt machen. Noch bevor wir überhaupt eine Ahnung haben, dass so etwas überhaupt kann sein kann. Hat das Allah schon gewusst. Also wir sind nicht da, weil Allah das bestimmt hat, sondern wir sind da aus unserem eigenen freien Willen. Aber Allah hat das im Voraus gewusst und das hat er aufgeschrieben. Aber gewisse Sachen, die aufgeschrieben worden sind, haben nicht mit unserem freien Willen zu tun. Zum Beispiel, es gibt Sachen, die bestimmt sind, die haben wir keine Wahl. Der Tod. Der Tod. Geburt. Wo man auf die Welt, als was man auf die Welt kommt. Mann oder Frau, welche Hautfarbe man haben wird, ob man in einer reichen Familie ist, wo man auf die Welt kommt. Auch der Rizq, also Rizq, der Verdienst, den wir haben alles Gefühl, ich habe eine gute Lehre gemacht, ich habe eine gute Schule besucht, dem bekomme ich einen guten Lohn über. Aber Allah sagt, der Rizq ist von mir. Also er ist der uns unterhalten, also der uns den Lohn zahlt. Und die Arbeitsstelle ist einfach das Mittel, mit dem man das macht. Also auch das, wie viel Lohn wir bekommen werden, ist durch die Bestimmung Allahs. Also ich habe die beste Schule abgeschlossen und trotzdem keinen Job finden. Und ich habe auch überhaupt keine Schule abgeschlossen und einen tollen Job haben. Gibt es alles auf der Welt so. Also auf dem Lefi Mahfuz steht alles, was passiert ist bis jetzt und was noch passieren wird. Und in der Nacht von Laylatul Qadr bekommen die Engel den Auftrag, also wird Engel zugewiesen, was sie innerhalb des nächsten Jahres eben machen müssen. Also was passieren wird.
Also wer wird jetzt in dem Jahr geboren? Wer wird in dem Jahr sterben? Wer wird was verdienen? Wer wird wo einen Unfall haben? Wer wird wo Krieg haben oder was auch immer? All diese Sachen, die bestimmt sind, also die nicht von uns abhängen, die bekommen, die Engel bekommen den Auftrag über, also am Ledel Kader, das und das müssen wir zu dem und dem Zeitpunkt machen. Einfach für ein Jahr. Also sie haben ein Pflichtheft für ein Jahr, dann bekommen sie die Hand gedruckt über und das müssen sie jetzt das ganze Jahr lang dann ausführen. Deshalb heisst es auch, eben die Nacht der Bestimmung, weil dort gewisse Sachen bestimmt werden, oder was bestimmt ist jetzt eigentlich abkommt. Okay, jetzt nochmal schnell. Also wir haben ihn in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Wer ist da mit ihn gemeint? Koran. Hier? Koran. Der Koran. Genau. Jetzt gibt es da aber verschiedene Interpretationen. Die eine Meinung ist, dass im Ledel Qadr der Koran als Ganzes von Allah eben auf den Ledel Mahfuz herabgekommen, beziehungsweise auf die wie hat jetzt der Allen geheißen? Also zum untersten Himmel, noch nicht bis zu den Menschen, eigentlich, dass der Koran als Ganzes erschaffen worden ist, aber noch immer im Himmel ist und erst nachher der Nadis nachkommt. Wir wissen, dass der Koran nicht in einer Nacht gekommen ist, wie lange hat das dauert, bis der ganze Koran hinabgesandt worden ist? 23 Jahre. Also von dem Gedanken aus würde das jetzt so Sinn machen. Also in der Nacht ist der ganze Koran schon mal zum untersten Himmel gekommen und nachher hat Jibril a.s. Nadis nach in den nächsten 23 Jahren Ayah für Ayah das ein Prophet angebracht. Die zweite Meinung ist die, dass gerade die Nacht ist, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die erste Ayah bekommen hat. Und das stimmt auch. Also es ist genau die Zeit gewesen. Also in der Ledel Qadr, also im Ramadan, hat der Prophet Muhammad ja seine erste Eingebung bekommen. Das ist der erste Besuch von Jibril a.s., wo er mit welcher Ayah gekommen ist und mit welcher Surah gekommen ist. Wie? Iqra, ja, Suratul Alaq. Also die ersten 5 Ayah von Suratul Alaq, die sind im Ledel Qadr ihm offenbart worden. Und deshalb gibt es dann die Gelehrten, die meinen, also Ledel Qadr ist einfach die Nacht, also da ist gemeint, in dieser Nacht von der Bestimmung ist einfach, sind die ersten 5 Ayah gekommen und nachher ist dann so der Rest gekommen. Und dann gibt es die Meinung, die sagt, dass beides stimmt. Dass der ganze Koran eben von Allah zum Unterstimmen kommt und in der gleichen Nacht dann auch anfängt, die Offenbarung zum Prophet, also in der gleichen Nacht anfängt. Jetzt für uns als Ergebnis spielt es eigentlich keine Rolle. Wichtig ist für uns, der Koran ist jetzt da und der Koran ist das, was wir befolgen müssen. Jetzt bin ich da ein bisschen hin und her geguckt. Mal schauen, ob wir es ausgenommen haben. Was heisst eigentlich Qadr? Also Laylatul Qadr hat ja 2 Wörter. Das eine ist Layl. Layl ist klar, das ist die Nacht. Und Qadr. Qadr hat verschiedene Bedeutungen. Unter anderem auch Größe und Respekt. Und wieso? Weil Allah Ta'ala in dieser Nacht, also Allah Ta'ala, wo er selbst das Größte ist, oder größer als alles, was wir uns vorstellen können, tut in dieser Nacht mit dem Jibril, wo der größte von allen Engeln ist, also der Hauptengel, kann man fast sagen, und tut er mit seiner Barmherzigkeit, wo wieder die größte Barmherzigkeit ist, die es überhaupt gibt, schickt er im Monat Ramadan, wo wir wissen, dass er der bedeutendste Monat, dass er der größte Monat von den 12 Monaten ist, schickt er im Laylatul Qadr, also in der ganz besonderen Nacht, wo auch die größte Nacht von allen Nächten ist, schickt er was? Der Koran, wo das größte von allen Büchern ist. Also es ist eine Summe von allem Grossen, was in dieser Nacht passiert. Und deshalb ist das eine mögliche Begründung für den Begriff Laylatul Qadr, dass sich das auf das bezieht. Und dann heisst es auch, ist eine andere Meinung von anderen Gelehrten, dass
wenn man die Laylatul Qadr richtig nutzen, dass man selber von einem einfachen Menschen zu etwas ganz Großem werden kann. Ich habe vorher gesagt, dass alte Engel kommen, uns unterstützen, Amin zu uns Dua sagen. Also dass wir in der Nacht wie aus uns herauswachsen können und selber zu etwas ganz Grossem werden. Das würde dann wieder passen, wieder das Grosse in der Laylatul Qadr. Genau, und dann hat Qadr auch die Bedeutung von Bestimmung. Und in der Surah Duhan kommt die Nacht auch vor. Dort heißt es, also in der Ayah 3 und 4, wir haben es in einer gesegneten Nacht hinabgesandt. Wir haben ja die Menschen immer wieder gewarnt, in der jede weise Angelegenheit einzeln entschieden wird. Also es ist die Nacht, in der jede Angelegenheit, also jede Sache entschieden wird. Und das ist eben in dieser Laylatul Qadr. Entschieden wird in dem Sinne, dass es nicht unbedingt in dieser Nacht passiert, aber dass die Engel, die das nachher ausführen müssen, dass die den Auftrag in dieser Nacht bekommen und dann warten bis zum Zeitpunkt und dann, wenn der Zeitpunkt wo ist, wird das dann nachher auch umgesetzt. Laylatul Qadr ist besser als 83 Jahre. Also mehr Khair als 83 Jahre, also mehr Khair als 1000 Monate. Da ist noch interessant, Allah sagt nicht, ist gleich wertvoll wie 1000 Monate. Sondern benutzt eigentlich, also nicht den Superlativ, sondern es tut eigentlich den Komparativ, also es ist besser als 1000 Monate. Was ist der Unterschied? Das heißt, eigentlich wissen wir gar nicht, wie groß der Lohn ist. Also das Minimum ist 1000 Monate, aber es könnte noch viel mehr sein. Also je nachdem, was wir daraus machen, können wir noch viel mehr rausholen als nur den Lohn von 1000 Monaten. Also Allah lässt Grenzen gegen oben offen, also kein Limit. Das Minimum ist 1000 Monate, also wenn wir die Nacht richtig verbringen, dann haben wir den Lohn von diesen 1000 Monaten bekommen. Wieso 1000 Monate? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich das mal überlegt, dass früher haben die Menschen länger gelebt. Und das weiss man, also heute haben wir das Durchschnittsleben, ich glaube mit 80 haben wir schon viel gelebt. Und vorher sind teilweise Menschen hunderte von Jahren alt geworden. Von Musa a.s. wissen wir, dass er glaube ich, um die 600 war. Nuh a.s. sogar 900 Jahre alt. Also früher sind Menschen älter geworden. Und jetzt ist natürlich da wirklich eine gewisse Ungerechtigkeit. Dass quasi jetzt, wo wir viel weniger leben, haben wir auch viel weniger Möglichkeit, Gutes zu machen. Also wir schaffen es gar nicht. Allein schon dadurch, dass wir gar nicht so lange gelebt haben, können wir gar nie so viel Gutes machen wie die Menschen vor uns. Und auf diese Überlegung hat Allah dann das eingegeben und gesagt, ihr werdet eine Nacht haben, die mehr wert ist als 1000 Monate. 1000 Monate sind 83 Jahre. Also wenn jetzt heute ein Mensch im Durchschnitt 80 Jahre lebt, sage ich, no, das ist glaube ich schon zu viel. Weil was ist das Durchschnittsalter? Ich weiß gar nicht. 70, 80 ist ja gleich. Sagen wir 80. Allein, also wenn ich einmal in meinem Leben Laylatul Qadr verwünsche, dann habe ich eigentlich meine Lebensspanne schon verdoppelt. Also im Sinne von Möglichkeiten Gutes zu machen. Wenn ich es jetzt jedes Jahr verwünschen würde, dann sind wir wieder 80 Jahre, 83 Jahre mehr. Also mit dem wird auch wie aufgehoben, dass wir weniger leben als die Leute vor uns. Und dass es eben deshalb keine Ungerechtigkeit gibt, weil die haben den Laylatul Qadr nicht gehabt. Wir schon. Und scheinbar hat es auch Leute gegeben, die so viel Ibadat gemacht haben, dass sie eben 83 Jahre hintereinander Ibadat gemacht haben. Kann man sich fast nicht vorstellen, aber die haben wirklich dann ihr ganzes Leben dem gewidmet. Aber die haben auch länger gelebt, also ist, wenn ich jetzt da sage 83, ist es nicht ihr ganzes Leben. Aber die haben 83 Jahre hintereinander nur Ibadat gemacht und auch um das gleichzusetzen, haben wir die Möglichkeit bekommen mit dem Laylatul Qadr. Also Laylatul Qadr ist wieder eine Gnade, eine Barmherzigkeit von Allah Ta'ala, wo er uns die Möglichkeit gibt, obwohl wir zeitlich eigentlich gar nicht die Möglichkeit haben, so viel zu machen, wenn man sie geschickt einsetzt, unsere Zeit, dass wir eben doch so viel machen wie andere, die dann wirklich 83 Jahre lang haben Ibadat machen. Also jetzt gerade das Jahr, wo, wir reden hier von 3-4 Stunden, nicht einmal. Also wenn wir jetzt die 3 Stunden, 4 Stunden gut einsetzen, dann könnten wir den Lohn haben
von jemandem, der 83 Jahre wirklich nur Ibadat gemacht hat. Also das ist ein grosses Geschenk. Das müssten wir, oder dessen sollten wir uns bewusst sein und versuchen, das dann eben auch nicht zu verpassen. Eine andere Meinung ist wegen der 1000 Jahre, es ist eine arabische Redeweise, dass es einfach sehr, 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 sehr viel ist. Wir sagen das auch noch schnell, also er hat hunderte von Büchern gelesen. Oder vielleicht hat er nicht mal 100 gelesen, aber mit dem nur sagen, dass er sehr viel gelesen hat. Oder Tausende von Menschen sind da gewesen, oder Millionen von Menschen sind da gewesen, bei einem grossen Anlass. Also im Arabischen wird das auch noch viel benutzt, dass man so eine Zahl nimmt, zum Beispiel 70'000 kommt viel vor, dass es nicht genau 70'000 sind, sondern dass einfach gemeint ist, das ist wirklich eine grosse Zahl. Das ist mehr, als du dir vorstellen kannst. Weil tatsächlich 70'000 können wir uns das vorstellen. Das volle Hallenstadion ist wie viel? 10'000 oder ein bisschen mehr. Also 70'000 wäre 7-mal das Hallenstadion. Das ist schon eine grosse Zahl, aber so richtig vorstellen können wir uns das nicht. Mit dem ist einfach gemeint, es ist sehr, sehr viel. Also es kann wörtlich gemeint sein, dass es wirklich 1000 gemeint sind. Es kann aber auch heißen, dass es einfach sehr, sehr viel ist. Und dadurch, dass es eben sowieso heisst, mehr als 1000 Monate, also die Grenze gegenüber noch offen ist, wird das sogar auch noch, eben wirklich so viel, also auch 1000 ist dann nur das Beispiel, aber wahrscheinlich noch viel mehr als das. Und am Schluss kommt noch die Ayah, dass das Selam, das heißt, diese Nacht ist friedlich. In dieser Nacht ist ja der Shaitan, also nicht nur in der Nacht, eigentlich ganz Ramadan, ist der Shaitan angekettet. Das heisst, er kann nichts machen. Also im Ramadan sind die Tore zum Paradies offen, die Tore zur Hölle sind verschlossen und der Shaitan ist in Kette. Also das heisst, eigentlich hat der Shaitan in dem einen Monat gar keine Macht über uns. Das würde jetzt aber heißen, dass im Ramadan jeder Mensch nur ein Gutes machen würde. Ist denn das so? Macht jeder Mensch noch Gutes? Oder gibt es trotzdem Menschen, die schlechte Sachen machen? Gibt's das? Wieso? Aber wenn ich doch sage, der Shaitan ist an Ketten gebunden, wieso passieren trotzdem schlechte Sachen? Nefis. Ja? Nefis, ja. Der Shaitan ist ja nur der uns verführt. Es gibt ganz viele Leute, Menschen, die müssen gar nicht mehr verführt werden, die sind schon selber fast ein Teufel geworden. Einfach dadurch, dass sie sich so ihm verschrieben haben, dass der Shaitan ist teilweise arbeitslos, hat er eigentlich gar nicht mehr zu machen. Weil die meisten Menschen sowieso schon. Der muss gar nicht mehr kommen, sie verführen. Das ist wie wenn einer mal anfängt mit der Nadel, sich irgendetwas reinspritzt. Da musst du nur beim ersten Mal schon überreden. Nachher musst du nicht mehr sagen, der ist ja süchtig und dann macht er das von sich aus. Und so ist es auch mit den schlechten Sachen machen. Also wenn man sich selber nicht versucht, vom Schlechten fernzuhalten, und wenn man in diesem Milieu drin ist und drin bleibt und alle rund um einen herum so sind, dann braucht es den Shaitan gar nicht mehr. Also so kann man auch sich selber ein bisschen kontrollieren. Das heisst, wenn ich jetzt im Monat Ramadan Sachen mache, die eigentlich nicht sein sollten, da kann ich nicht mehr den Teufel beschimpfen. Da kann ich nicht sagen, oh, der Shaitan hat mir eingeflüstert. Ja, da muss ich meine eigenen Ohren ziehen und halt mit mir ein bisschen Buchhaltung führen und sagen, also irgendetwas stimmt da nicht. Also, dass der Shaitan angekettet ist, heisst nicht, dass wir jetzt alle Heilige geworden sind. Okay. Aber das ist eine Tatsache, der Shaitan ist angekettet und kann in dieser Nacht nichts machen.